Es geht weiter mit dem Abschlussspurt hier bei Tales of Arise. Und bevor wir gleich loslegen hier mit Rena, eine Welt des Todes, oh ja, so sieht es wirklich aus, und hier vollkommen durchstarten, muss ich noch 2, 3 Dinge erzählen. Erstmal muss ich mich noch dafür entschuldigen, dass ich das zu spät bemerkt habe. Das, was ich in Folge 10 mal dann, oder der ursprünglichen Folge 13, jetzt Folge 10, ja zu Beginn der Folge da erzählt habe, dass mir halt irgendwie 3 Folgen von Tales of Arise leider verloren gegangen sind, ich die nicht mehr nachspielen kann, weil ich sie irgendwie auch hier mit den Speicherslots nicht mehr habe und das eben zu spät gesehen habe. Und jetzt kann ich es halt wirklich auch mal so direkt betonen, weil ich jetzt ja das auch endlich mal bemerkt habe, beziehungsweise die letzte Aufnahmesessions auch verarbeiten konnte, also rennen konnte und es deswegen aufgefallen ist. Und das zweite ist noch, dass ich mich natürlich auch dafür entschuldigen möchte, dass ich die letzten Folgen ein bisschen, naja, sagen wir so, ein bisschen mürrisch rüberkam, es mal relativ positiv zu formulieren. Nein, ist natürlich schon so, Tales of Arise macht nach wie vor Spaß, keine Sorge. Es war halt mehr, mir kamen die ganzen Gespräche und so einfach so vor, als würde das Spiel endlos gestreckt werden. Weil es zwar der Inhalt, also wortwörtlich war zwar ein anderer jeweils, aber die Bedeutung davon war doch oftmals der gleiche. Dann denke ich mir halt so, warum das immer wieder 1000-mal wiederholen. Ja, deswegen auch gut, dass ich jetzt eine kleine Pause gemacht habe seit der letzten Folge. Ich kann mal ganz kurz gucken, das sind jetzt 6 Tage also der letzten Folge. Jo, passt doch. Und jetzt wieder frisch Mut durchzustarten. Ich habe auch erwähnt, jetzt in der Folge zum Schluss, dass ich jetzt irgendwie keine Sidequests machen möchte. Weil es irgendwie keinen Sinn macht. Das stimmt zwar, rein storytechnisch macht es irgendwie keinen Sinn. Ich würde aber trotzdem mal ganz kurz zurück nach Dana gehen. Alleine deswegen schon. Die Storys nochmal abzuholen, die jetzt neu dazugekommen sind. Das liegt aber nur daran, weil ich nicht weiß, ob es sie nachher überhaupt noch gibt. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist noch, damit wir wieder einen Erfahrungsboost kriegen. Weil das mal offscreen beim Rennen aufgefallen. Der letzten Folge, dass der plötzlich weg ist. Und jetzt da runter zu gehen, wir werden sicher noch viel kämpfen müssen. Vor allem gegen die ganzen Helgenquill. Und das ohne Erfahrungsboosting? Nee, garantiert nicht. Genau, so viel dazu. Jetzt aber erstmal das Gespräch. A hollowed ocean as far as the eye can see. What do you think would happen if we fell in? What do you mean, what would happen? You'd drown, wouldn't you? Come to think of it, I don't believe I've heard of someone ever trying. Perhaps you'd like the glory of being the first? Nah, I'll pass. This is essentially a world-sized Renin graveyard. Are you proposing to disturb the dead slumber just to satisfy your curiosity, Law? No, because I said I passed. Taking an interest is understandable, but let's not forget where we are. This place deserves our respect. Looks like we're not going to be hearing the end of this one for a while. You'd think I was already snorkeling in it or something. Aber echt mal, Damelor. Die Herausforderung des Lebens. So the idea is to seal the Great Spirit inside the Renis Alma using the Sovereign and Maiden's power. But just how do we do that exactly? I'm guessing it won't be as easy as holding a spirit channeling ceremony at our leisure. I already had wielded astral energy once 3 centuries ago. As for suppressing her thorns, Shion's had a lifetime's experience. The problem isn't just our enemy's strength, it's that it's sentient too. And you can bet anything you like it's not going to just sit back and let us destroy it. In other words, we need to find some way to weaken it in advance. The Great Spirit, that is. Back when Shion's thorns flew out of control, we were able to deal with them directly. If this is their host, they should be even more corporeal here. If that's the case, it should make them easier to attack at least. And if we can manage to divert enough energy away from the spirit's core, even temporarily, We might just be able to weaken it enough to steal the Renis Alma, which we can then use to seal it away forever. It won't be easy, but it's our only shot. Time to buckle up. So soll es sein. Und noch ein nettes Gespräch. Question for you. Let's say, knock on wood, everything turns out for the best.
what'll the world be like? Is that what you're asking? Yeah, I mean, at the end of this, do you really think everything will be that different? A lot will have to change, that's for sure. The world will have to adjust to so much. My only worry is if those changes turn out to be merely skin deep. What do you mean? It's well and good putting an end to Renin rule. But if it just turns the tables, it's all for naught. That's true. Just as bad if the Danans started pressing their own. Renins, Danans, astral art users, mages. The world is full of labels used to divide and separate people. If only we could see differences like that for what they are. No different as someone having a musical talent or being good with their hands. Not differences so much as characteristics. It will take someone in power to set an example. But with time, people will follow. And then, perhaps one day... There will no longer be any need for the example. It will have become second nature. That's where we come in. We can set the example. Imagine it. A world where magic and astral arts are used to help people. Where that's the norm rather than the exception. Yeah, you're right, Rinwell. Why wait for somebody else? We can show them ourselves. Wisst ihr, was ich mir schon länger gefragt habe? Ob die Welt von Tales of Arise, wir haben irgendwie keinen Hinweis dazu bekommen, ob es irgendwie Verbindung zu anderen Welten hätte. Nicht so wie zum Beispiel in Tales of Xillia, Symphonia oder Cestiria und Berseria. Vielleicht ist das hier ja entweder der Ursprung, sage ich jetzt mal, von anderen Welten, wo es quasi noch ein Volk von Menschen gab, die aber halt Astralarte nutzen konnten. Und dadurch sich vielleicht irgendwie auch andere Wesen noch gezeigt haben, wie zum Beispiel ja auch die Wesen, die wir kennengelernt haben, in Spielen wie Cestiria, Berseria oder natürlich eben auch die Astralgeister und so. Oder aber das Ganze spielt doch einige Zeit nach diesen Welten, wäre auch eine Variante. Weil man mich nicht erinnern kann, dass jemals in anderen Spielen eine Rede von einer Nachbarwelt war. Aber rein theoretisch wäre es möglich. Oder natürlich hat gar nichts damit zu tun. Weil wir haben hier eigentlich auch nie wirklich auch Astralgeister, die großen Geister von Elementgeister gesehen. Klar, wir hatten mal was mit Ifrit zu tun. Ifrit Malus, wie das Vieh hieß. Und das war ja auch storybedingt. Und es gibt noch die anderen drei, gibt es ja auch noch. Und die sind ja Sidequest bedingt. Das sind ja die Sidequests, die wir mal gesagt haben, machen wir später mal. Weil die noch viel zu stark wären. Jetzt wäre irgendwie... Das ist eine. Die wohl Magier, genau. Geistertempel müsste auch einer sein, aber sind sogar schon alle, wa? Was unsinnbarer Zorn. Das hier müsste ja Sylphe sein, haben wir schon gesehen, das ist wie ein Viech. Geistertempel, ja genau, müsste eigentlich dann ein Gnome vermutlich sein, oder? Weil es Erde ist. Und der oder der müsste dann. Jetzt. Ne, warte mal, Phantomlumen stimmt nicht, da haben wir gesehen, das ist so ein riesiger Sjugel, der noch viel zu stark war. Unsinnbarer Zorn müsste wohl die Quest von Undyne sein. Aber er sind ja keine Astralgeister im eigentlichen Sinne. Das sind einfach irgendwelche Verkörperungen von großer Astralenergie, die zwar ziemlich krass aussehen, aber eben trotz allem nicht wirklich solche Geister sind, wie wir sie aus anderen Spielen kennen. Also dem er auch interessant ist. So, wir haben gesehen, hier gibt es noch eine Quest, wo auch immer. Holen wir die mal ab. Ich meine, währenddessen das Dana zerstört wird und so aufgesogen wird. Was soll's. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Schon wieder? Mit den Heckenquill mithalten. Hey! Hey, I just realized something! Is this about dinner last night? I didn't realize those ingredients were off. What? No! I mean, wait, you fed us rotten food? Rinwell, the point. Oh, yeah, right. So I was thinking about those armored soldiers we've seen. There are regular Renins inside them, right? Yeah, they're designed to make whoever's wearing them stronger. At least, I think that's the idea. Right. So it kind of begs the question then, why are they made so huge? I don't know, makes them more intimidating, I guess? Or maybe all that tech wizardry inside takes up a lot of space. You don't think it's weird how the armored soldiers are the exact same height as the
Helganquil? Can't say I'd ever noticed it till now. And? Connect the dots, Law! Okay, let me get this straight. You think the armored suits might have originally been designed to allow Renans to work alongside the Helganquil? Huh. But if that's true, what would that mean? It would mean... just that, I guess. But still, don't you think it's kind of interesting? Not hugely. Hey, Kisara, well, I've got you. What's on tonight's menu? Because I was thinking maybe meat. Get him, Hoodle. What did I do? Oh, now you want to listen. Keep pecking, Hoodle. Ow, ow, ow! Seriously, what the hell? Ganz schön bösartig. Alter, wie viele Gespräche denn noch? You know, guys, when you think about it, we've taken out a lot of Zeugles. Like, a whole lot. You can say that again. If one thing's for certain in this world, it's that wherever we go, we'll always... Isn't it weird that they're still so plentiful? You don't think the Renans have, like, a ranch where they breed them, do you? Certainly in all of my years, I've never heard of them constructing such a massive facility on Dana, let alone up in Lenegis. The only thing I can think of, then, is that the feral ones must be reproducing on their own. There's also no organized effort on our part to hunt them down, so it's difficult to fully exterminate. Exterminate them? Whoa, don't you think that's maybe a little harsh? What do you mean? Zeugles originally used to be living creatures native to Dana and Rena, right? Being genetically modified isn't their fault. You're right. Zeugles were only created because of us Renans. We altered the original creatures to suit our own ends. First, people made Zeugles, and then we let them go. And now we're trying to kill them because they're a threat. They really have only seen the very worst, huh? I hope we find a way to be able to live side by side with them one day. It's a nice thought, but they attack towns and cities. What else are... Aside from the strays that have gone wild, it's worth remembering. If we had distinct... Well, Okay, so, also gewisse Dinge mal ein bisschen überspringen hier, weil das Game jetzt doch, obwohl ich ein paar Tage Pause jetzt hatte, aber da geht mir doch ein bisschen auf den Sack. Vor allem jetzt plötzlich alles auf einmal und Dinge, wo man sich fragt, warum kommt das erst jetzt? Übrigens, ihr könnt sogar pennen, krass. Hey, ist das neu? Easy peasy. I knew. Easy peasy lemon squeezy. Okay. Aber jetzt gemacht, sprich, ihr müsst eigentlich nicht nochmal zurück nach Dana wegen den Quests, aber mache jetzt trotzdem mal. Unter anderem. Yes. Excuse me. Sprich nicht weiter. Hey! Really now? Jetzt kümmern. Ich bin als erstes. Experimentelles meiner Zeugel-Testobjekte aufspürt. What? Okay, er verdient weiter wissenschaftlich untersucht. Was? Er verdient weiter wissenschaftlich untersucht zu werden. I see. Na, Faulheit, ja. Aber seine Quest, seine Sidequests müssen oder wollen wir sowieso machen. Gewebeprobe, ja gut, dann hol ich mal so einen scheiß Zugel. Dohalim, the line of researchers is getting longer. Perhaps I should have put more thought into this before accepting. Ja, vielleicht. So. Das war die Quest. Jetzt Calaglia. Zurück nach Mooschool. Hier gibt es aber jetzt wieder eine Quest. Oh Mann, am Schluss noch die ganzen Eulen suchen, wird auch ein Spaß werden. always good to be back in familiar territory. Oh, hi, helfen. Yes. Just great.
was geil mit How's gesucht. this? Wir Got it. sprechen. Hey! Yay! Hier unten sind wir vorbereitet. Okay. Ich würde sagen, das passt eigentlich ziemlich gut. Erinnerung an Kalaklia. Okay, da werden ein paar Folgen Sidequests werden. Aber kann uns schon mal so weit noch beruhigen, Freunde, dass ich noch vorhabe zum Schluss des Let's Plays, dass wir dann noch, das ein oder andere DLC machen. Eines davon dürfte noch ganz spannend werden. Mit einem ganz, ganz geilen Kampf. Aber mehr zu dem Zeitpunkt noch nicht. I never realized. You're only just noticing? Ah, yes. That's the one. It's hard to believe I once worked in this. And all with the mask concealing your face. It must have been very grimy. Back then, we had our plates full enough dealing. It never occurred to me the air itself was oppressive in its own way. I think that's called heat stroke. You might want to take a sip of water. You mean that water that's been festering under the sun for days? Oh, I know. I'll go to the dock and fetch us some. Water alone won't suffice. He'll need to ensure his sodium. In that case, let's see if we can rustle up some rock salt. Alphen, you go cool off in the shade for... And then there were two. Bit of an overreaction, but it's still Maybe it's not the time, but this place brings back memories. I know what you mean. You don't ever regret meeting me sometimes. Are you kidding? You started all of this. Bringing down the wall, retrieving my sense of self. Welcome back, Law. Und schon geht's ihm besser, den guten Elfen. Ein Schloss. Wo war das? Dieses Schloss schon wieder? Achso, also das. Hä? War das Schloss? Ah, hier. Komplett vergessen, wir waren schon so lange nicht mehr hier. Wehe, uns begegnen hier noch irgendwelche näher. Dann raste ich aber aus. Vor allem Schloss, das ist eigentlich einfach nur eine riesige Höhle. Oh ja, Freunde, das weckt Erinnerungen. Alter Schwede, das ist lange her. She's pretty cute. Who are you looking at? Quit gawking and let's go. Ow! Hat irgendwie auch was, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, wenn man nochmal in den alten Ort zurückgeht. I think Hoodle senses something. Hä? Ach stimmt, natürlich, aber ich ein Trottel. Ich hatte natürlich damals noch gar nicht Hoodle dabei. Das heißt, die ganzen Eulen, die... Ja, natürlich. Die haben natürlich damals gar nicht gesehen, logischerweise. Weil, wisst ihr, ich denke mir die ganze Zeit, wie zu Menge kann es sein, dass noch irgendwie über 10 Eulen One of your fehlen. buddies. Aber logisch, so geht's natürlich. Haben sich die Orte mittlerweile auch ein bisschen verändert. Das ist natürlich übel. Das heißt, eigentlich müssen wir nochmal die ganzen alten Orte, vor allem Kalaklia und Syslodi, nochmal abgehen. Wo damals Rinwell und Nudel noch nicht bei uns im Team Hey, waren. Alfred, what do you think of that chick over there? Doesn't look like she really works out. I'm not talking about her muscles, you dummy. Läuft mal lieber ein bisschen vorsichtig. Oh, was ist hier los? Hey. Hey! Yes! Sure. Hi, don't put. Okay, great. So, also das Weizen und ein paar Eier. Good. Oder Kuchen backen oder was? Nice work. Der und Omelette könnt ihr auch machen. Da bin ich mal gespannt, was das daraus gibt. But this is... Wow. Was? Eier von Brot? Ja gut, kann man machen, aber... Dann ist er nicht mal vegan. Nein. Also ich muss zugeben, Brot ist irgendwie generell so, wo ich mir denke, warum mit Eiern? Also warum nicht vegan? Ich meine, ich bin kein Veganer und so.
Dann nehmen wir zwar ab und zu gerne mal vegan oder vegetarisch oder auch mal mit Fleisch, alles drum und dran. Probiere auch gerne mal aus, aber bei Brot und so, bei gewissen Dingen denke ich mir so, hä? Warum braucht es da jetzt irgendwie, ja, Eier oder Milch oder sonst was in der Art? Yes. Oh, Amazing. Du. Nice work. Very Donuts, okay, ja gut, warum nicht? Thanks. nice. Yes. Absolut, exquisit, ja, Donuts for the win! Bringen Kohl und Doc die Donuts. Yeah. Wobei ich glaube, sowas wie ich jetzt gerade dachte mir von wegen, warum braucht es eigentlich Eier? Die vermutlich auch Vegetarier und Veganer sich fragen, warum muss ich das Gericht mit Fleisch machen, warum geht es denn auch anders? Könnt ihr mir auch gut vorstellen. Aber das ist das Schöne an der Kulinarik, kannst auch viele Dinge einfach ausprobieren. Und vor allem mit Tofu. Weil ich sagen muss, Räuchertofu finde ich jetzt gar nicht mal so übel. Weil man er ziemlich klein geschnitten ist, sodass man ihn kaum merkt. Hey, Yes. Lecker Sachen zubereiten. Wir können das leckeren Donuts überall verkaufen. Yes. Angestelltenuniform. Was? Okay. Da können wir halt auch die ganzen Ausrüstungen und so dann noch ein bisschen You've überarbeiten. collected an awful lot of those objects. You sure it's not just junk? Hush. Be quiet for a moment. The pieces speak to me. What? These relics that have scattered about. Really? Do you hear any voice? What? No! But don't you sometimes mutter stuff like, You're right. Its charm really shines through now that it's been reassembled. he's in his own little world at this. you get just like him when it comes to weapons, you know? You're right. Huh? Why are you? we avoided getting roasted in that ring. But what we could really use is something to cap this off. Sure. Got any ideas on what would be good? Mabo curry. Fried bread stuffed with curry. You'd probably buy out the whole stock. Vielleicht, okay. Ein seltsames Gespräch wieder mal. Ab nach Ulzebek. Mal gucken, was da so abgeht. Eine Quest nach der anderen. You finally made it. Mhm. Ah, hier bist du ja. Yeah. Yeah. Just I guess. Thanks. Warum sollen sie Lore hassen? Also, sorry, aber... Das ist doch Blödsinn. So. Ups. Aber hier stehst du direkt neben. Ernsthaft? 10 Meter neben? Oh Mann, ey. Huh? well. All right. All right. I guess. Das stimmt doch nicht, Law. Got it. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Die haben irgendwie was anderes vor. Vielleicht wollen sie irgendwie sein Selbstbewusstsein wieder stärken oder sowas in der Art.
Als ob einer von denen irgendwie Lars Schuld daran geben würde, was mit Sephi passiert ist. Never ever. So, also viel dazu von wegen, nur Sidequest abholen und dann direkt wieder zurück. Das machen wir Sidequest auch noch. We finally made it. Kann man sicher überhaupt? I Oh, think Hoodle senses something. eine Eule hier? Eigentlich wollte ich da gerade oben mal gucken, was da jetzt so abgeht. Alter Schwede. Sieht noch übel aus. So. Ja, da sind noch ein paar Viecher. Eigentlich zu schwach für uns aktuell. Ich frage mich halt, ob irgendwo Hudel mal reagieren wird. Ein bisschen schneller durch. Hudel müsste so reagieren. Ah, okay, da ist das Viech dann. Also Hudel meinte, hier sei noch irgendwo eine Eule. Jetzt das Gebiet hier ist nicht so groß. Das können wir eigentlich relativ schnell noch haben. Ach, hier oben noch gar nicht? Warte mal. Mir geht es gerade eher darum, dass ich das Symbol habe, Konstruktion. Achso. Ja, ich war schon mal hier, aber damals noch nicht mit Dohalim. Ah, sind vielleicht gewisse Eulen auch so noch versteckt. In den ganzen Reichen. Das kann natürlich sein. Oder einfach nur eine fette Schatztruhe. Huch. Wieso? Ah, jetzt. Looks like some solid equipment. Na gut, komm. Gucke doch mal nach, was das sein soll. Warte mal, wir haben noch... Sind noch was bekommen? Feste der Geheimnisse. Krass, was er sowieso schon hat, unser guter Law. Da kann er wieder runter. Aua. Sind schon die nächsten Zügels. Ja komm, jetzt hat hier noch eine Eule, die machen wir später mal nach die Suche an den ganzen Eulen. Guess I misread the landing. Is this the barrier that's keeping the Zoogle in that Nath mentioned? Looks like it. Our Zoogle pal should be on the other side. This barrier is weird. It looks old and half-finished. Plus, he said it was okay to break. I mean, we won't need it anymore once the Zoogle's gone, right? So what does it matter? Das soll jetzt Law alleine machen? Mir schon übles. They really think that barrier was enough for a Zoogle like that? It was. That thing was sturdier than you give it credit for. Really? So that's the Zoogle, huh? This should be a piece of cake. Don't get careless, Law.